Entschuldigen Sie, brauchen Sie noch Personal? Krasny Jörg. Hallo, Moje, Jodedach. Und damit noch ein weiteres Mal für den heutigen Tag. Herzlich willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nun, es ist offiziell, liebe Freunde, Lukas Kwasniok wurde entlassen. Er ist nicht mehr Trainer des 1. FC Köln. Die Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen. Allein schon, dass das heutige Training ausgefallen ist, das hat ja schon angedeutet, dass es hier zu irgendwelchen Gesprächen kommt und zu irgendeiner Entscheidung, höchstwahrscheinlich. Die Entscheidung lautet dann halt, Lukas Kwasniok ab sofort freigestellt. Die Lösung, auch wenn sie schon im Laufe des Tages kursiert hatte, überrascht mich dann trotzdem. Sein Co-Trainer René Wagner. Ob das jetzt die richtige Lösung ist, weiß ich nicht so genau. Also ich hätte mir schon eine externe Lösung gewünscht, aber der Name Dino Topmöller, der eine Zeit lang kursiert ist, mit dem habe ich mich langsam angefangen anzufreunden, wobei ich immer der Meinung war, ja okay, der Typ, der profitiert auch ein bisschen von der guten Mannschaftskonstellation in Frankfurt, aber er fühlt sich ja zu höheren Berufen, hat irgendwie gesagt, er würde lieber abwarten, ob wir den Klassenerhalt schaffen und so weiter. Ja, schade. Es gibt nicht mehr diese Trainer, die Herausforderungen suchen, wie früher ein Otto Rehhagel, der in die zweite Liga gegangen ist zu Kaiserslautern und dann mit denen aufgestiegen ist und Meister wurde und sowas. Okay, das sind ja jetzt aber Märchen, über die wir hier beim 1. FC Köln nicht zu sprechen brauchen. Nun ja, es hat sich abgezeichnet. Auch, sagen wir mal, die Kwasniok-Fans müssen es realistisch einschätzen. In 18 Spielen haben wir nur 2 Siege geholt und die Euphorie aus dem Saisonstart, den haben wir einfach nicht mehr mitnehmen können. Spätestens ab dem Gladbach-Spiel, da kam nur noch der Sieg gegen den HSV, der Kantersieg, und dann war es das. Ab da, ja, haben wir auch wieder ewig lange auf den nächsten Sieg gewartet. Und das ist halt das große Problem. Du merkst, dass da so ein Trend kommt. Du merkst, dass da der Faden verloren geht. Und das ist halt wahrscheinlich dann letzten Endes das Problem gewesen, dass Kwasniok wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage war, die Mannschaft entsprechend einzustellen. Sicherlich war er in der Lage, sie mental einzustellen. Muss man ihm ja im Nachhinein lassen. Wirklich, die Mannschaft hat gefeitet, hat wirklich einen tollen Fußball geboten. Muss man wirklich sagen. Aber dieser Fußball war auch, sagen wir es mal, nicht konzentriert genug. Auch die ständigen Wechsel und Umstellungen, die nicht immer ganz nachvollziehbar waren, die haben ja dafür gesorgt, dass er dann schon mit der Zeit auch in Frage gestellt wurde. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was ich zu Saisonbeginn gesagt hatte, vor Saisonbeginn, Entschuldigung, aber ich hatte dann, glaube ich, irgendwas in dem Kontext gesagt, von wegen, schau mal, warten wir ab, geben wir ihm eine Chance. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich selber mir einen Trainer wie Urs Fischer gewünscht hatte. Einen, der einen etwas kühleren Kopf bewahrt, einen, der eine etwas väterlichere Ausstrahlung hat, der etwas seriöser, lehrerhafter an die Sache herangeht, weil spätestens seit Steffen Baumgart hatte sich dieses ganze Emotionale ein bisschen abgenutzt bei mir. Also mich catcht das nicht mehr, wenn ein Trainer irgendwelche Parolen raushaut. Da werde ich direkt hellhörig beim FC, weil es klingt dann halt wie Opium fürs Volk und davon hat er eine Menge geboten. Es war halt teilweise irre mit anzusehen, wie wenig Konstanz wir in der Abwehr ab dem Moment hatten, als Timo Hübers sich verletzt hatte in Dortmund. Ab da konntest du eigentlich in jedem Spiel mit einem Gegentor rechnen. Und boah, ey, meine Erinnerung, wenn sie mich nicht täuscht, haben wir irgendwie überhaupt mal zu 0 gespielt? Ich glaube schon, aber das war rar gesät. Und das wurde uns auch immer zum Verhängnis. Wenn du dann irgendwie geführt hast, so wie gegen Gladbach mit dem 2-1, du konntest dir nie sicher sein, ob das über die Zeit gebracht wird. Oder vielleicht nochmal eine Schippe draufgelegt wird. Aber das haben wir hier seit Jahren. Wir haben hier seit Jahren ein merkwürdiges Problem in Sachen Abwehr. Aber auch in Sachen Trainerwahl. Da haben wir jetzt wirklich nur noch einmal wirklich ins Schwarze getroffen und das war halt Friedhelm Funkel. Aber ich weiß selber, dass diese Lösung sich auch langsam abnützt und vielleicht ein Funkel auch gar nicht mehr Ja gesagt hätte, nachdem er doch selber mit dieser Mannschaft in die Saison starten wollte. Da muss man leider sagen, das war der erste Griff ins Klo von Thomas Kessler, den er jetzt versucht wieder gut zu machen. Ob René Wagner jetzt die richtige Wahl ist? Keine Ahnung. Ich will weder zweifeln noch sagen, wow, super. Eine externe Lösung hätte mir vielleicht ein bisschen mehr zugesagt, muss ich ehrlich sagen. Aber wer wäre denn die externe Lösung gewesen? Das will ja irgendwie gefühlt keiner mehr hierhin. Was mir halt aufgefallen ist, direkt bei René Wagner schon zu Saisonbeginn, dass er sich von Steffen Baumgart abgenabelt hatte. Zuvor war es wirklich sein konstanter Co-Trainer. Aber als er dann gesagt hat, ich gehe zurück zum FC und werde dort der Co-Trainer von Kwasniok, da hatte ich schon irgendwie dieses Gefühl, ja, der hat Ambitionen. Der hat irgendwie Ambitionen, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht irgendwann mal zum Cheftrainer. Die UEFA Pro-Lizenz, die hat er ja jetzt mittlerweile. Und es heißt ja, er soll der emotionale Schlüssel zur Mannschaft gewesen sein. Das ist so eine Info, die im Laufe des Tages immer mehr kursiert ist. Und vielleicht ist es ja dann doch die richtige Wahl. Keine Ahnung. Vielleicht war er derjenige, der sich im Hintergrund halten musste und immer sich mal wieder gedacht hatte, hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Es ist ein bisschen schwer zu analysieren. Oder besser gesagt zu prognostizieren, wie
die Sache sich mit ihm entwickeln wird. Ob er jetzt der Richtige ist oder, keine Ahnung, wir irgendwie noch weiter abstürzen. Also gleichzeitig, während ich das hier aufnehme, spielt der SC Freiburg. Momentan führen sie 2:1 in St. Pauli. Da kann man nur sagen, danke Freiburg, zumindest versucht ihr es. Hoffentlich schaffen sie es, dieses Ergebnis zumindest über die Zeit zu bringen. Deswegen, mein Blick wird hin und wieder zum Handy wandern, in der Zeit, wo ich hier dieses Video aufnehme. Ja, hat halt nicht sollen sein. Kwasniok hatte sicherlich zu Beginn eine gewisse Euphorie ausgelöst. Auch bei mir. Ich habe auch noch gesagt, wo wir diesen Kantersieg gegen Freiburg geschafft hatten. Ja, das ist der richtige Mann. Das ist der richtige Trainer zu dem Zeitpunkt. Weil ich hatte nicht mit so einem genialen Saisonstart gerechnet. Hat ja keiner von uns. Aber wir haben sehr lange von diesem Saisonstart profitiert, wie auch davon, dass die anderen Mannschaften für uns gespielt haben. Und das hat ihm Woche zu Woche oder Monat zu Monat den Kopf gerettet. Das ist etwas, was mir auf jeden Fall in dem Punkt aufgefallen ist. Er hat wirklich von anderen Elementen profitiert. Allerdings, man muss auch sagen, kaum ein Trainer hat in letzter Zeit so viel Pech mit Verletzungen und mit Sperren vor allen Dingen. Die Schiedsrichter haben wahrscheinlich auch noch ihren Beitrag dazu geleistet, dass er heute seinen Hut nehmen musste. Aber ich weiß nicht, irgendwie ein guter Trainer, der findet immer irgendwie ein Mittel, das Ruder rumzureißen. Ob jetzt René Wagner ein guter Trainer ist, werden wir sehen. Und versteht mich nicht falsch, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass diese Sache mit Lukas Kwasniok funktioniert. Denn zu Saisonbeginn fühlte er sich wie ein Upgrade zum damals noch sehr beliebten Trainer Steffen Baumgart an. Ja, denn eines möchte ich trotzdem sagen. Ja, Baumgart hat sich irgendwann mal als ein kleiner Scam erwiesen, aus meiner Perspektive. Aber diese Art und Weise, wie er es geschafft hat, diese Mannschaft auch mental einzustellen, da wirkte Lukas Kwasniok im Vergleich dazu etwas akribischer, weil Baumgart hielt immer an denselben Systemen fest, an denselben Spielern, wollte nie was umstellen. Und das war halt das Upgrade aus meiner Perspektive zu dem Zeitpunkt bezüglich Lukas Kwasniok. Weil hat mich auch irgendwie gestört, dass die meisten Trainer irgendwie nie versuchen, das Potenzial des Kaders auszuschöpfen oder mal den jüngeren Spielern eine Chance zu geben. Aber ich denke mal, Lukas Kwasniok hat das zu chaotisch gemacht im Nachhinein. Ich denke mal, so können wir das am Ende festhalten. Seine Umsetzung war wahrscheinlich zu chaotisch. Und das hat dafür gesorgt, dass dieser Abwärtstrend eingeleitet wurde. Ich rechne ihm hoch an, dass er wirklich noch daran geglaubt hat, weitermachen zu können, dass er gesagt hat, ich bin der richtige Mann, ich werde das hier schaffen, wir werden das Ruder noch rumreißen und so weiter. Aber wir wissen, wie das Geschäft abläuft. Da muss man mal realistisch sein. Wenn man so einen Abwärtstrend hat, dann wird jeder Vorstand, egal von welchem Verein, irgendwann einmal reagieren. Die Tabelle, da kann man natürlich immer wieder sagen, die lügt nicht, aber die hat uns ja auch wochenlang auch selbst belügt, weil wir uns eingeredet haben, ja okay, so schlimm ist das Ganze nicht. Ja, aber wir können jetzt aktuell immer noch dem SC Freiburg wirklich dankbar sein. Aktuell weiterhin 2:1. Wie es am Ende des Videos aussieht, keine Ahnung. Unentschieden würde immerhin noch bedeuten, dass wir nicht auf dem Relegationsplatz landen, aber wir waren jetzt mal kurz zwischendurch drauf. Darf man nicht vergessen. Ja, wie gesagt, dem neuen Trainer von ganzem Herzen als FC-Fan natürlich viel Glück. Ich hoffe, du schaffst den Klassenerhalt. Ja, und Lukas Kwasniok, sagen wir es mal so, irgendwann einmal habe ich den Glauben an ihn, in seine Fähigkeit und in seine Kompetenz verloren. Das mag zwar sein. Und ich fand es auch ein bisschen verzweifelt, wie er dann hier irgendwann mal mit diesen ganzen Parolen ankam und diesen ganzen emotionalen Sachen, weil man weiß, man kann in Köln die Leute gut manipulieren auf die Art und Weise. Das zieht mich zwar manchmal mit. Ich habe mich auch nicht von diesen ganzen, ja, jetzt geht's ab nach Europa, wir spielen mindestens Conference League Gelaber. Davon habe ich mich nicht mitreißen lassen, aber ich muss mir eingestehen, dass ich daran geglaubt habe, dass wir ganz locker zu diesem Zeitpunkt uns keine Gedanken mehr machen müssen über den Klassenerhalt. Und das ist uns nicht mehr gelungen. Und deswegen ist klar, dass irgendwann mal diese Entscheidung fällt. So ist das Geschäft. So ist das Geschäft. Und wir haben oft genug in den letzten Jahren versucht zu beweisen, dass wir gegen den Strom schwimmen, dass wir nicht so schnell auf irgendwelche sportlichen Talfahrten reagieren und sofort den Trainer entlassen. Wir haben es jetzt seit Jahren immer wieder versucht mit dieser Freiburg-Masche. Es gelingt uns einfach nicht. Wir haben halt im Sommer eine große Chance verpasst mit Urs Fischer. Der ist jetzt bei Mainz und darf unter Beweis stellen, dass er vielleicht die richtigere Wahl gewesen wäre. Das war wirklich mein Traumtrainer. Ich sage ganz ehrlich, ich bin einer. Wisst ihr, wer für mich der beste Trainer aller Zeiten ist? Zumindest von den Trainern, die ich als Fußballfan wahrgenommen habe. Das ist Ottmar Hitzfeld. Für so einen wäre ich durchs Feuer gegangen. Weil das ist einer, der ist wie ein Vater zu dir. Das ist einer, du respektierst ihn, aber du liebst ihn auch gleichzeitig. So habe ich ihn immer wahrgenommen. Und ich glaube, Urs Fischer ist auch so einer. Und die Chance haben wir verpasst. Und jetzt müssen wir wieder auf einen jungen Emporkömmling setzen. Jetzt müssen wir wieder schauen, wie nimmt er diese Mannschaft mit. Wobei, Wagner habe ich noch nie besonders emotional erlebt. Deswegen gucken wir mal, wir geben ihm eine Chance. Und Lukas Kwasniok, selbstverständlich, ich wünsche ihm viel Glück, wo auch immer er jetzt als nächstes landet. Ob das jetzt schon wieder bei Paderborn ist oder in irgendeiner Dönerbude.
Die Wohnung läuft ja 2 Jahre lang, soweit ich weiß. So ein Mietvertrag hat sie sich vorsichtshalber geben lassen. Ja, aber ganz ehrlich, alles gut. Die Zeit mit ihm ist nun vorbei. Um besser zu sein als Timo Schulz und Gerhard Struber, das rettet dir hier halt in Köln immer noch nicht den Kopf, wenn du halt tabellarisch immer weiter runter sinkst. Und bevor einer eine Begründung von mir in den Kommentaren haben will, er ist ein besserer Trainer als Timo Schulz, weil insgesamt, wenn ich mich nicht irre, hat er mehr Punkte als er geholt als Erstligatrainer. Und Gerhard Struber war Zweitligatrainer beim 1. FC Köln. 26 Punkte als Erstligatrainer hat Lukas Kwasniok geholt. Deswegen, das ist meine Begründung, warum er ein besserer Trainer ist als die beiden von mir genannten. Und er hat auch einen ansehnlicheren Fußball gespielt, aber der hat halt nicht dauerhaft zum Erfolg geführt. Und ich habe auch generell gesagt, der macht es hier keine 2 Jahre. Und nun ist es soweit. Ja, schade. Am Ende sage ich mal, schade. Schade, ich hätte mir mehr Ruhe und Konstanz gewünscht, aber es war absehbar. Und mit diesen Worten schließe ich dieses Video ab und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen. Çok rahatsız canım